Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal nochmal extra behandelt das Thema Joshua Kimmich. Da ist er, unser König, King Josh der Erste. Ja, auslaufender Vertrag, Vertragsverlängerung steht im Raum. Vertrag verlängern, nicht verlängern. Ich habe meine Meinung ja schon ein bisschen in dem Video zu allen Spielern gesagt, die gerade auslaufen. Möchte hier aber nochmal, weil es bei Kimmich ein bisschen komplexer ist, aus meiner Sicht, mal auf das Thema Kimmich drauf eingehen. Also, erstmal, Kimmich ist ja schon immer einer der Fixpunkte, einer der polarisiert bei uns in der Mannschaft. Die letzten 2 Jahre, wo es wirklich schlecht lief, war Kimmich auch teilweise sehr schlecht und wurde auch teilweise zu Recht zerrissen, auch von meiner Seite. Im Prinzip her mag ich Kimmich sogar sehr, weil er die richtige Mentalität mitbringt. Ich mag den Ehrgeiz. Leider ist ihm der Ehrgeiz bisher immer ein bisschen zum Verhängnis geworden bei uns. Diese Saison ist es eine ordentliche Leistung bisher. Auf jeden Fall der Weg wieder zurück zur Stabilität, zu alter Stärke. Kimmich wird immer die Schwächen haben, die er hat. Ja? Kimmich wird immer Probleme in der Rückwärtsbewegung haben, im defensiven Zweikampf. Kimmich wird immer es super schwer haben, wenn er in Manndeckung genommen wird, wenn er gepresst wird, wenn er zugestellt wird, wenn er angelaufen wird. Kimmich wird auch immer dieses super lahmarschige Spiel haben. Ja, es ist ganz selten, dass er mal einen direkten Ball spielt oder den Ball mal in die Tiefe spielt. Hat oft quer und nach hinten Bälle. Seine Stärke, die Chipbälle, seine Stärke, den Schuss aus der zweiten Reihe oder aus der Entfernung am 16er, scheint ja jetzt wieder ein bisschen mehr zu kommen. Das war schon viel, viel ausgeprägter. Die letzten 2 Jahre war es fast gar nicht mehr vorhanden. Seine Ecken sind okay dieses Jahr, ja, waren die letzten 2 Jahre auf jeden Fall viel, viel schlechter. Es ist auch gut, dass von der anderen Seite auch mal ein Michael schießen darf. Seine Freistöße, da müsste er meiner Meinung nach noch ein paar mehr abgeben. Aber ansonsten ist die Leistung dieses Jahr wirklich okay. Was das Problem ist bei Josh, ist, dass er immer spielt. Punkt. Ja. Ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, ich habe eine Mannschaft, die braucht eine Achse, die hat eine Achse, das sind die Spieler, die immer spielen. Ich verstehe den Gedanken daran, ja. Dass diese Achse aber gerade aus Spielern besteht, die teilweise doch hart in Frage stehen sollten, wie so Manuel Neuer, ja, der Anfang dieser Achse ist dann schon wieder grenzwertig. Auf Kimmich gesehen, ich meine, selbst wenn wir darüber reden, das sind Spieler, die diese Achse bilden, was völlig fein ist. Ja, dass so ein Kimmich so unangefochtener Stammspieler in der Zentrale ist, kann ich erstmal nachvollziehen. Ja, auch aufgrund dieser Leistung diese Saison, gerade am Anfang der Saison, das Wechselspiel mit Guerrero war sehr gut. Wenn du dann aber die negativen Dinge siehst, die er auch hatte und das auch nicht zu knapp, ja, da muss es einfach möglich sein, in Spielen, wo das so ist, dass ein Kimmich nicht in der Zentrale spielt. Ja? Dass er dann als Rechtsverteidiger spielt oder halt einfach auf der Bank sitzt. Ja? Wenn man weiß, da ist ein Gegner wie Barcelona, da ist ein Gegner XYZ, wo man weiß, die laufen an, die pressen, die pushen, dann ist Kimmich einfach der verkehrte Spieler in der Zentrale. Und selbst wenn das Mainz ist, die dich pushen, die dich anrennen, die dich zustellen, dann ist Kimmich der verkehrte Spieler in der Zentrale. Punkt. Ja? Weil das einfach nicht Kimmichs Stärken sind. Kimmich ist kein Thiago, der durch eine Körpertäuschung den Gegner ins Leere laufen lässt und dann Raum vor sich hat und Platz vor sich hat und das Spiel gestaltet. Das ist ein Kimmich nicht. Kimmich hat andere Stärken. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass er die hat, hat er. Gar keine Frage. Aber dann muss er in solchen Spielen, muss es möglich sein zu sagen, ja, pass mal auf. Ja, Josh, du gehst jetzt auf die Rechtsverteidigerposi. Ja.
Oder du sitzt halt einfach mal auf der Bank. Oder wenn Josh hat die Saison wieder super überspielt gewirkt. Wenn wir uns die Zahlen kurz angucken, hier Joshua Kimmich, Einsätze 24, Tore 1, wartet, Vorlagen 6, das sind völlig okay Werte für diese Pose, die er spielt. Gespielte Minuten 2160. Ja, der Spieler, der Mensch, Joshua Kimmich, hat einfach nicht eine Minute verpasst. Weil er einfach König Joshua ist. Ja. Und das ist mir dann too much. Ja. Und das ist, nochmal, es ist völlig fein, wenn man sagt, man hat eine Achse. Kimmich ist so der zweite Teil dieser Achse. Okay, ja. Aber da muss es trotzdem möglich sein zu sagen, pass mal auf, Josh, so ist 70. Minute, es steht 3-0, alles klar, du kommst raus. Ja. Oder Josh, du hast einfach kein gutes Spiel heute gemacht. Dann muss es auch möglich sein, so einen Spieler zur Halbzeit rauszunehmen. Ja. Und das passiert halt einfach nicht. Da müssen wir aber hinkommen. Erst recht, wenn wir jetzt über eine Verlängerung von Kimmich reden. Man hat ein paar Linien verpflichtet, meiner Meinung nach, weil man gedacht hat, ja, alles gut, Kimmich spielt eh keine Rolle unter Kompanie. Wir haben einen Sechser mit Palinja, wir haben einen Achter mit Pavlo oder Conny Leimer. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ja, Kimmich hat dann zu alter Stärke zurückgefunden und Kompanie hat auf Kimmich gesetzt. Und dadurch ist ein Palinja außen vor. Ja. Gut für Josh, schlecht für Joachim. Aber okay. Ja. Aber ja, sollte man den Vertrag jetzt verlängern mit Josh? Man hat den Ersatz da, um das mal klipp und klar zu sagen. Der Ersatz für King Joshua ist schon in dieser Mannschaft und heißt Joao Palinja. Ja. Der mit Sicherheit der stärkere Sechser ist. Ist er der Aufbauspieler, wie ein Kimmich? Ist er der Eckenschütze? Ist er der Freistoßschütze? Nein, nein und nein. Kann man diese Sachen anders verteilen? Ja, ja und ja. Ja. Also wenn ein Palinja der klare Sechser ist, der ist natürlich viel stärker in der Rückwärtsbewegung im defensiven Zweikampf, als es ein Kimmich jemals sein wird, was auch völlig fein ist. Dann brauchst du halt einen klaren Achter davor, der das Spiel macht. Ja, der heißt dann halt Pavlovic. Ja. Auch jetzt war es schon so, Pavlovic, Kimmich, dass Pavlovic der Part war, der das Spiel gestaltet hat. Ja, zu großen Teilen. Das hat man dann gesehen, wo Pavlovic verletzt war und Palinja reinkam, was dann unsere Spielgestaltung war. Die war kaum noch vorhanden. Ja, da musste Musiala sich die Bälle an der Mittellinie abholen. Von daher ist es verkraftbar auf jeden Fall. Ja, Freistöße, wir haben genug Freistoßschützen in dieser Mannschaft. Ja, Eckenschützen haben wir auch genug in dieser Mannschaft. Es werden auch andere Leute Ecken schießen können. Also Führung, da kommen wir jetzt zu dem Thema, worüber man streiten kann oder reden kann. Ich denke schon, dass Kimmich ist dritter Kapitän. Er wird schon eine gewisse Art Führungsspieler sein in dieser Mannschaft. Ist Kimmich der Führungsspieler auf dem Feld, womit er vorangehen sollte? Jein. Super selten. Wenn es schlecht läuft oder diese Art Führungsspieler gefragt ist, taucht ein Kimmich genauso unter wie alle anderen, wie der Rest dieser Mannschaft. Ja, dann ist es in erster Linie meistens noch ein Harry Kane. Und das ist natürlich super schade. Weil dass er das Zeug dazu hätte, hat er jetzt auch mal in einem Spiel gezeigt. Auch, dass er das Zeug dazu hat, dann dieser Führungsspieler zu sein. Ja. Das zeigt er dann, wenn er die Binde am Arm hat. So, wir reden jetzt aber davon, dass Manuel Neuer der Vertrag verlängert wird. Manuel Neuer wird seine Binde nicht abgeben. Die musst du ihn schon wegnehmen. Dazu hat irgendwie keiner die Eier in unserem Verein. Von daher wird sich Kimmich damit begnügen, dann wieder nicht Kapitän dieser Mannschaft zu sein und dann
mit 29 oder mit 30 dann Kapitän dieser Mannschaft zu sein für 1, 2 Jahre, weiß ich nicht. Ja, das muss er selber für sich beantworten. Deswegen sagte ich ja in dem anderen Video, es ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Es ist völlig fein, wenn du Kimmich behältst. Wohlgemerkt, wo wir dann zum nächsten kommen, zu einem marktüblichen Gehalt. Ja. Und das sehe ich schon mal nicht. Das ist Punkt 1. Ich denke, Kimmich wird keinen Cent weniger verlangen, wie er jetzt hat. Wahrscheinlich wird er sogar noch mehr verlangen. Ist sein letzter großer Vertrag. Wahrscheinlich wird er sogar auf dem Handgeld bestehen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da ist der Verein selber schuld, dass er sich in diese Lage gebracht hat. Ja. Da habe ich kein Mitgefühl mit. Nochmal ein ganz anderes Thema mit einem extra Video eigentlich. Wird das passieren, dass du sagst zu einem Kimmich, ja, komm, Josh, 10 Millionen Grundgehalt. Wenn du alle Spiele spielst, wenn du alle Titel gewinnst, kommst du auf 20 Millionen, 22 Millionen? Ich glaube nicht. Ja. Ist ein Kimmich das überhaupt wert? Ein Jahresgehalt von 20, 22 Millionen? Auch das glaube ich nicht. Ja, sorry. Ja, ich habe das Problem gerade schon gesagt. Josh ist kein Sechser und ist kein Achter. Eigentlich ist Josh ein Siebener. Ja, aber ein Siebener ist eigentlich links außen. Er ist halt so ein Alleskönner irgendwie. Aber nichts richtig geil. Wenn wir es jetzt mal auf die zentrale Position beziehen. Ne? Ja, er kann defensiven Zweikampf, ja, er kann das Spiel mal schnell machen, ja, er hat einen guten Chipball. Sind das alles seine Stärken, die überragend sind? Nee. Ja, also Kimmich kann alles auf dieser Posi oder er kann 2, 3 Positionen gleichzeitig bekleiden, hat er gerade am Anfang der Saison gezeigt, mit Rechtsverteidiger und Defensiv- und Offensivspieler, war überall zu finden. Das kann er alles, aber alles schlechter, als wie es Spieler könnten, die spezialisiert sind. Ja, stellen Palhinha als Sechser dahin, dann ist der aber um Welten besser, wie es ein Kimmich als Sechser sein wird. Ja. Weiß ich, Musiala, ein Pavlovic, selbst ein Conny Leimer auf die 8, die werden stärker sein, als es ein Josh auf der 8 sein wird. Ja? Das Einzige, wo ich es nicht so sehe, ist, stellen Josh als Rechtsverteidiger, das ist sein Ding. Ich glaube, da wäre er immer noch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ja? Verlängert man den Vertrag als Rechtsverteidiger, sorry, auch dann ist er keine 20 Millionen Jahresgehalt wert. Ja? Reden wir über 12 mit Prämien, wenn alles spielt, alles Titel kommen, du redest über 16, 17 Millionen, alles gut, da sehe ich Kimmich. Ja, in dieser Preisliga. Wird das passieren? Nein. Ja, und der Verein wird sich das diktieren lassen und wird den Vertrag verlängern mit Kimmich, wenn er das denn möchte. Mit ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, möchte er das nicht. Ja, und wird, keine Ahnung, nach Hansi gehen, nach Pep gehen oder sonst wohin. Wäre das für den Verein ein mega Verlust, super schlecht? Ich glaube nicht. Ja. Und damit kommen wir mal zu dem Kontrapunkt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre gut für unseren Verein. Weil du dann nicht mehr diesen Spieler hast, ja, der unangefochten ist. Aktuell ist es so, du hast 2 zentrale Mittelfeldspieler und nur eine Position ist die mal getauscht wird. Weil König Josua immer spielt. Ja. Nochmal, wenn man den Vertrag verlängert und das ändert, völlig fein. Habe ich gar kein Problem mit. Ja. Wenn man das aber nicht tut, oder wenn man das dann noch nicht mal hinbekommt, nochmal ganz kurz darauf einzugehen, wie es dann war, wo ein Pavlovic verletzt war, dann kommt ein Palhinha in diese Mannschaft. Und Kimmich ist trotzdem noch der Sechser. Und ein Palhinha der Achter. Alter, dann packe ich mir sowas von an die Birne und bekomme so einen Kackreiz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein Palhinha steht dann auf der Achterposition und soll irgendwie das Spiel gestalten. Ja, man beraubt sich der Stärke von Palhinha. Nur damit König Josua da immer in seine Gefilde rumpimmeln kann, wo er rumpimmeln kann. Im letzten Spiel, was sie dann zusammen gemacht haben, war es ein bisschen besser. Ja, da war es dann mal ansatzweise so, dass ein Palhinha mal ein bisschen hinter Kimmich war.
aber immer noch nicht klar, da waren sie so auf einer Höhe. Aber die ersten Spiele war es immer so, dass ein Palinja von Kimmich gespielt hat. Das ist so eine Katastrophe, Alter. Ja? Aus welchem Grund? Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man stellt dann auch lieber einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger, der ja vieles ist, aber kein Rechtsverteidiger, anstatt zu sagen, ey, Josh, geh du doch mal auf die Rechtsverteidiger-Posi und Conny geht in die Mitte. Ja? Wo man dann 2 Positionen stark besetzt hat und nicht eine so, ja, ist okay und die andere so, ja, ist eine Katastrophe defensiv. Ja? Wenn man das dann endlich machen würde, wenn er den Vertrag verlängert, ja, gehe ich 100% mit, kannst du mit Josh verlängern, ist ein No-Brainer. Zum angenehmen Gehalt, ja, aber nicht für 20 Mille plus, dann brauchen wir nicht über eine Vertragsverlängerung reden, dann lass ihn ziehen, alles ist gut. Wird natürlich nicht passieren, ich sage nur, wie ich das sehen würde. Und jetzt kommen wir mal dazu, was passiert, wenn Kimmich weg ist? Ja, was passiert denn dann? Du hast den Nachfolger schon in deiner Mannschaft, der hat dann jetzt ein Jahr Zeit gehabt, sich einzugewöhnen. Ja, hat jetzt eine Rückrunde, wo er dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, wenn Kimmich jetzt sagt, jo, ich habe jetzt da und da unterschrieben. Denke ich ja mal, dass man ihn ab und wann mal in Frage stellen wird. Ne? Und ein Palinja auf der klare Sechser sein wird. Ja, und gut ist. Ja, ja, der Verlust, der da wäre, wäre der Verlust dieses Führungsspielers. Da gehe ich mit. Ja, das wäre schon ein Verlust, glaube ich, in dieser Mannschaft. Da müssen dann aber andere nachwachsen und reingehen, ja, in die Verantwortung. So ein Musiala möchte mehr Verantwortung, ein Harry Kane ist da, den müsstest du einfach mal nur machen lassen, was das Verantwortungsthema angeht. Ein Upa übernimmt gerade viel, viel mehr Verantwortung in der Abwehrreihe. Also da sind auch Spieler da, die nachkommen. Ja. Und ein Conny Leimer war jahrelang Kapitän bei RB Leipzig. Auch der möchte Verantwortung tragen. Und wenn du den endlich mal in die Zentrale stellst, wo er hingehört, dann denke ich, brauchen wir da auch nicht drüber reden, dass auch er in diese Rolle reinwachsen kann. Ja? Du wirst natürlich ein Vakuum da haben, aber das würdest du auch füllen. Ja? Sportlich gesehen, sage ich euch ganz ehrlich, ist ein Kimmich in meinen Augen kein Verlust in dieser Mannschaft. Ja, dir fehlt so diese, oh ja, ich mache alles. Ja, der fehlt dir dann, diese Art Spieler. Aber ansonsten, klar, braucht das Zeit, ja, dass sich dann da so ein Palinja findet, mit einem Pavlovic zum Beispiel oder einem Conny Leimer, wie auch immer. Natürlich, Kimmich ist so der No-Brainer, der spielt das seit 10 Jahren bei uns im Verein oder was, wie lange er da ist. Sportlich, denke ich, ist das jetzt kein riesengroßer Verlust, sondern endlich wäre das endlich die Chance, dass wir endlich mal einen Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld hätten. Und nicht nur Kimmich, Goretzka stehen außer Konkurrenz, außer Frage, außer alles. Also ich denke, sportlich wäre es eher eine Chance zu sagen, man verlängert mit Kimmich nicht. Auch finanziell gesehen, für mich 100 Pro. Ja, wie gesagt, sollte Kimmich dafür, wie ich es gerade gesagt habe, für 12 Millionen mit Prämien und alles, kommt er vielleicht irgendwie an seine 18, 19 ran. Wird er nicht machen. Ja. So, zeigt er Leistungen, die 20 Millionen und mehr wert sind? Nö, in meinen Augen nicht. Ja. Er hat eine gute Hinrunde gespielt. Das versteht mich nicht falsch, Leute. Ja. Aber das ist kein Rodri, Alter. Ja. Dann können wir gerne darüber reden. Das ist nämlich der Kopf und der Dreh- und Angelpunkt einer Mannschaft. Und das möchte ein Kimmich gerne sein. Das ist er bisher in all den Jahren nie gewesen bei uns. Nie. Vielleicht bedingt dadurch, dass er nie der Leader war, ja, der er gerne sein wollte, bedingt durch alle anderen Spieler, die da waren. Dann müssten jetzt Müller, Neuer nächstes Jahr aufhören, dann wäre er dieser. Dann wäre er hier oben an der Nahrungskette und es wäre King, König, Josua ist der Mann dieser Mannschaft. Ja, was Führungsspieler, Kapitänsamt angeht. Ja, dann müsste er zeigen, was Phase ist. Würde ich ihm das zutrauen? Ja, irgendwo schon. Wenn man aber sieht, dass er das jetzt ohne die Binde nicht hinbekommt,
ist das auch ein bisschen traurig, wenn das dann hinbekommen würde. Weil man muss nicht unbedingt die Binde tragen, um die Verantwortung zu übernehmen. Aber vielleicht ist er einfach gehemmt oder traut sich nicht, sich was das anbelangt, durchzusetzen gegen Manuel Neuer und Thomas Müller. Ich weiß es nicht. Ja. Deswegen bin ich bei Joshua Kimmich zwiegespalten. Ja, es ist für mich völlig fein, wenn man mit ihm verlängert, solange es zum guten oder zum angemessenen Gehaltsrahmen ist. Ja, aber nicht, wenn man jetzt mit dem Kimmich verlängert, die nächsten 3, 4 Jahre dem wieder 20 Millionen plus in den Hals schmeißt und ihn am besten noch 20, 30, 40 Mille Handgeld in den Arsch schiebt. Da muss ich klar sagen, nee. Nee. Ja. Auf der anderen Seite ist es für mich völlig fein, wenn Josh sagt, ja, das war's beim FC Bayern, ich suche mir nochmal was Neues, wo ich mehr gewertschätzt werde. Ja. Josh, hau rein, Alter. Ja. Hau einfach rein. Wir haben genug zentrale Mittelfeldspieler, auch wenn Goretzka den Verein noch verlässt, haben wir genug. Wir haben junge Spieler, die nachkommen, die wir in der Vorbereitung gesehen haben, mit sehr, sehr viel Potenzial auf dieser Position. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, und nochmal, du hast mit dem Palhinha den Nachfolger auf der 6er-Position in deiner Mannschaft. Punkt. Ja, das ist meine Meinung zu Joshua Kimmich. Einfach um das mal zusammenzufassen. Ich mag einen Kimmich, ich denke, er wäre auch ein brauchbarer Kapitän. Ob er der Kapitän wäre, der er sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht mit der Unterstützung von Harry Kane dann, der wahrscheinlich in die zweite Posi rücken würde. Ich weiß es nicht. Versteht mich nicht falsch, ich kann es halt einfach nicht mehr sehen, dass da ein Spieler ist, der außer Konkurrenz steht. Und das, obwohl er grottenschlecht war die letzten Jahre. Diese Saison war er gut, alles gut. Ja, diese Saison hat man Argumente zu sagen, dass Kimmich die Spiele gemacht hat, die er gemacht hat. Es gibt aber auch genug Argumente, wo man mal hätte sagen können, ja, pass mal auf, Pavlovic ist jetzt verletzt, das ist Palhinha, der ist der Sechser, du spielst entweder den Achter oder setzt dich auf die Bank oder spielst Rechtsverteidiger. Was kannst du davon, was traust du dir zu? So, wo wäre denn das Problem gewesen, zu sagen, Palhinha, Conny Leimer, Achter, Joshua Kimmich, Rechtsverteidiger. Alter, das hätte wahrscheinlich geknallt, hoch 10. Ne? Was eine geile Konstellation. Macht man, hat man nicht gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt der auslaufende Vertrag eine Rolle, dass man ihn nicht in irgendwelche Rollen zwingen möchte, die er nicht so gerne spielt. Ja, also ich hatte das Gefühl jetzt in dieser Vorrunde, man hat alles dafür getan, zu sagen, ach ja, du bist doch der Kapitän der Zukunft, du bist doch unser Sechser, du bist das Gesicht dieser Mannschaft, du bist der geilste Typ ever weißt du? Und das ist für mich too much, Alter. Wenn er mit guten Leistungen da ist, wenn er die Verantwortung trägt, das zeigt jetzt auch ohne Binde, ja, dann kann man ja gerne darüber reden, dass wenn er seinen Vertrag verlängert, er dann Kapitänsamt innehat, wenn die anderen abtreten. Ja, oder kannst du auch sagen, du kriegst das Kapitänsamt direkt, ohne dass die anderen abtreten. Die bringen eh nicht mehr die Leistung. Neuer und Müller haben kein Leistungsniveau mehr, um Kapitän zu sein. Ja. Alles ein bisschen wild bei uns im Verein. Es fehlen einfach die klaren Eieraussagen. Ja, es wird viel rumgetingelt und ihr könnt mir nicht sagen, dass das intern anders wäre, weil dann wüssten die Spieler ja Bescheid. Bei Goretzka konnte man es, den hat man gesagt, jo, pass mal auf, du wirst so schwer haben dieses Jahr. Bei Kingsley konnte man das auch und das war's. Ja, bei allen anderen eiert man rum, schmiert den Honig um den Bart und boah, Katastrophe. Ja, wirklich Katastrophe. Ich hoffe, dass wir jetzt nach dieser Saison dann, jetzt nach diesen 3 auslaufenden Verträgen, oder mit Neuer und Müller sind es 5, da endlich mal Ordnung reinkriegen. Ja. Danach läuft Koman und Gnabry aus. Die darfst du auch nicht verlängern, wenn die nicht vorher den Verein verlassen. Aber es kann nicht sein, dass wir für so viele Durchschnittsspieler so viel Gehalt zahlen. Na, und nochmal, ein Kimmich hat diese Saison auch keine Leistung gezeigt, die 20 Millionen oder mehr wert sind. Sorry. Ja, er hat ein Spiel gezeigt, was überragend war. Wäre das Leistungsniveau, was er jedes Spiel zeigen würde, ja, würde ich sagen, alles gut, hast das, die 20 Millionen, gönn dir. Ja. Aber das war ein Spiel. Ja, und in allen anderen Spielen, wo er eigentlich der ist, weil er die Position zentral spielt,
wo er der Mann sein müsste, der dann auch mal entgegensteuert, ja, mal die Mannschaft wachrüttelt, mal ein Zeichen setzt. Passiert halt nicht. Ja. Gut. Ich würde mich nur noch wiederholen. Das ist meine Meinung zu Kimmich. Wie gesagt, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Ich kann mir beides vorstellen. Allerdings muss man dann endlich aufhören, diesen Gottstatus Kimmich zu geben, wenn man den Vertrag verlängert. Ja. Weil auch ein Kimmich, machen wir uns nichts vor. Lass mich kurz gucken. Kimmich. Also erstmal ist Kimmich jetzt wirklich seit 10 Jahren dann bei uns. Am 1.7.2025 wäre er 10 Jahre bei uns. Ist auch eine gute Zeit, oder? Um zu sagen, das war's. 95er Baujahr ist er. 8.2.1995. Das heißt doch, der wird schon 30. Junge, da brauchen wir doch nicht mehr über einen 4-5-Jahres-Vertrag reden. Was ist denn wieder los? Haben die wieder irgendwas gesoffen oder was? Das heißt, der wird 30 nächsten Monat. Ei. Ja, da sind wir noch beim Totschlagargument. Gut, dass ich das nochmal nachgeguckt habe. Zentrales Mittelfeld. Ich meine, Xabi Alonso hat man dann auch angemerkt, dass er alt war und langsam war. Aber ein Xabi Alonso konnte eben das, was ein Kimmich nicht kann. Ne? Den konnte er mit 3 Leuten anlaufen und dann hat er trotzdem die Ruhe bewahrt und hat den Ball nach vorne gespielt. Ja? Wild. Wild. Ich bin sehr gespannt. Also wenn man das Alter jetzt auch noch mit reinnimmt, da muss man sagen, alles gut. Josua, das war eine schöne Zeit bei uns. Hau rein, zieh weiter. Gönn dir nochmal irgendwo für 3-4 Jahre einen fetten Vertrag und beide Seiten sind glücklich. Gut, mein Schlusswort. Leute, das ist meine Meinung zu Josh. In diesem Sinne, wohlweise Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.